Hallo! Das ist ein kurzes Update-Video zum Hobbykeller. Nämlich ist ganz viel passiert, seit Patrick Schwitter da war und uns beraten hat zu der Raumakustik. Nämlich haben wir den Boden ausgerissen und das Fenster ausgerissen und jetzt ist der Raum ziemlich leer, damit wir einen coolen Boden machen können, der optimaler ist für ein Musikstudio. Optimal. Nämlich. Und nachher haben wir eine Sitzung gehabt. Ich durfte eine Sitzung machen mit coolen Glarner Musikerinnen und Musikern und Bandsvertretungen und es war wunderschön. Und ich durfte mit der Freude feststellen, dass das Interesse ziemlich gross ist. Das ist sehr schön. Das bedeutet aber auch, dass es sich wahrscheinlich lohnt, um dort wirklich ein bisschen etwas zu investieren. Und an dieser Sitzung sind aus dem Grund ein paar Zweifel aufgekommen, ob das Räumchen, das wir jetzt haben im Gaswerk, ob das genug gross ist. Schon der Patrick Schwitter auch noch Duazis hat gefunden, es ist ein bisschen knapp. Es ist möglich, aber es ist ein bisschen knapp. Und mit diesen Fragen bin ich dann noch zu einem professionellen Raumakustik-Team. Shoutout an Crazy Rabbits. Dort durfte ich die Masse einschicken vom Raum. Der Dude von dort hat dann gefunden, es wäre möglich in diesem Raum, aber es wäre optimaler, wenn er ein bisschen grösser und ein bisschen höher wäre. Und jetzt stehe ich vor einer Entscheidung, ob ich sage, okay, das Musikstudio, das machen wir jetzt dort drin. Die Vorteile sind dort, wir können gerade anfangen. Es ist mega günstig zum Mieten, weil das Jugendhaus dort das halt so ein bisschen anbietet. Die Alternative wäre, als wir in dem Raum, wo wir jetzt das Musikstudio geplant haben, würden vielleicht das Foto- und Filmstudio machen. Und im anderen Raum, wo vorher das Foto- und Filmstudio gedacht war, würden wir ein Kunstatelier machen. Weil dort haben wir auch schon mega viele coole Ideen und coole Leute, die Interesse hätten. Und was dort halt das Problem wäre, müssten wir für das Musikstudio einen neuen Raum suchen, der etwas grösser ist. Dann vielleicht auch ein bisschen teurer. Wir wissen nicht, wie lange das noch gehen würde, bis wir den hätten und so weiter. Ich hoffe, das ganze Projekt macht auch euch ein bisschen Spass. Schreibt euch einen Senf dazu, weil es ist immer schön, ganz viele verschiedene Meinungen zu haben. Und dann sehen wir uns ganz. Ciao!